Auf den Weg zum neuen Abenteuer, wieder mal hier bei Pokémon Sonne und Mond. Wir müssen uns heute erst einmal noch ein bisschen heilen, weil da der letzte Part mit den ganzen Gift-Pokémon, der war schon ein bisschen nervig, vor allem mit dem Pokémon des alten ehemaligen Chefs, sage jetzt mal von der Mülldeponie, oder dem Recycling Center, Entschuldigung. Die waren doch, ja, Komprimente und so weiter am Schluss nicht getroffen, war ein bisschen mühsam. Was will ich tun? Ich will was kaufen. Und danach sehr schnell herlaufen. Tränke, ja, die müssen sein. Ein paar super Tränke, natürlich auch noch hyper, immer, hyper geil. Belieber, ja, tralalala. Ist das cool, Mann? So, kann man sagen, reicht aber auch. Wie sieht denn aktuell das Team zum Trainieren aus? Dark Toxic, Sensei vor allem, beziehungsweise eigentlich sogar eher darauf, dass Mark sich natürlich jetzt entwickelt. Das wäre ganz geil und Dark Toxic natürlich noch, Sensei, Salamandra, Mitsunda, ja, doch ein bisschen die halt. So. Haben wir überall schon? Ja. Ich glaube, hier oben war ich jetzt noch nicht den Weg entlang. Dieser Weg wird gerade sein. Mit einem Typen, der uns nur blöd zulabert. Ja, nichts Besonderes. Dankeschön, Taurus. Okay, warum auch immer. Oh, wir können mit dem Typ noch quatschen. Egal. Wir sind auf der Route 10. Ich helfe gerne, was da geht. Mal wenig Ausdruck schaffen. Also, Pokémon sie sich herausnehmen können. Die haben mehrere, okay. Klar, ich suche 8 Stück an sich hier verirrt. 8 wahrscheinlich heißt er. Ich glaube, sie sind mitunter noch ziemlich schwer zu entdecken. Da ist sogar schon eins. Melu! Hey Typi! Wo es brennt, bin ich zur Stelle. Also ein Piran hat ein Feuer-Pokémon dabei. Yeah! Hä? War da gerade eine Fusionsbeschwörung? Anspielung auf Yu-Gi-Oh! Arc 5. Quapuzzi, ja doch, ein Wasser-Pokémon, gut. Ja, dachte nur wegen Feuerwehrmann, der selber Brandstifter ist und mit dann quasi den Job behält. Könnte ja sein, wäre sicher nicht der Erste. Aber also erstmal solche Stimme ein. Damit wir gleich einen Entwickler davon zu sehen bekommen. Marikek, digitiert zu. Natürlich Choshinka. Da ist soweit. Oh. Da kann es ein bisschen dauern. Andererseits hat man natürlich das Wasser-Move jetzt ein bisschen stärker. Ich habe Stab drauf, plus vielleicht sogar eine Verbrennung. Ich wollte gerade Vergiftung sagen, hallo? Aua! Immer auf die Nase. Da dachte ich es mir da, das macht richtig Damage. Plus Verbrennung. Quapuzzi. Solche Stimme hat. Keine Prio. Ach nee, das war ja Ding. Coole Augen. Da hatte mir doch, Marek hat doch 2 Prio-Moves drauf. Und seine Stimme. Quapuzzi. Und Marek erreicht Level 34. Geil, Mann. Salamandra! Tja, Freunde. Marikek! Choshinka! Und so eine Primarine! Ja, sie ist prima, sie ist eine Sirene, sie ist Primarine.
Vor allem das Vieh männlich. Sieht das Viech irgendwie männlich aus? Naja. Bingo! Es kämpft unter vollem Einsatz seiner Gesangsstimme. Zu den Aufgaben seines Trainers zählen somit Pflege und Schulung der Stimmbänder. Und ihr seht, es ist jetzt Wasservieh. Denk mal, Feen-Pokémon kann man immer gut gebrauchen. Zumindest so eine Theorie. Schaumsinnerade natürlich. Ja, der Spezialmove von diesem Pokémon. 90 Stärke auf speziell, okay, durch Gesang erzeugte Blasen werden auf das Ziel geschleudert. Alle Pokémon, die dadurch Schaden leiden, werden auch von Verbrennungen geheilt. Was man davon, gut, in meinem Doppelkampf, wenn du gegen ein anderes Wasser-Pokémon einsetzt, von dir, was brennt ist, ja. Aber, naja. Ich meine, du triffst ja eh nur einen Gegner. Meistens greifst du sowieso einen Gegner an, logischerweise. Warum sollst du den Gegner heilen? Das gibt für mich irgendwie keinen Sinn, Freunde. Ja, man soll trotzdem mal, Siedewasser kommt raus. Die Kombination ist natürlich cool. Also, man Siedewasser verbrennen, dann Schaumsinnerade wieder heilen. Da ist noch nicht ganz klar, was die Attacke mir strategisch im 1 gegen 1 Kampf irgendwie bringen soll. Aber vielleicht kommt das alles noch. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, ansonsten hat auch das Vieh eher normale Fähigkeiten, sag ich jetzt mal. Ist dann nicht besonders schnell wie erwartet, ist mehr auf Spezialangriff und natürlich auch ein bisschen auf Verteidigung. Nö, Mann! Doch! Nö, Mann! Ja, natürlich auch in Fähigkeiten. Sturzbach und Notdünger. So. Was hat ein Panzerieren oder was? Das sieht gerade so aus. Tatsächlich. Panzeron! Panzerieren! Toll. Ein Gift-Pokémon. Schöne Scheiße. Ich glaube, Unlicht trifft hier Stahl wieder relativ normal effektiv. Das war zwischenzeitlich mal ein bisschen runtergenommen, glaube ich, war. Ja. Das war in der 5. Gen oder so. Wo Unlicht gegen Stahl nur halb effektiv war, warum auch immer. Um doch Unlicht ein bisschen zu nerven, war. Mittlerweile mit Fee und so noch, ja. Panzeron! Hoho! Oh, Scheiße. Mir fällt gerade ein, ich habe irgendwie kein Spitznamen für das Viech. Panzeron ist ja ein Pokémon, was vor allem, wenn es darum geht, irgendwie ein Tank-Pokémon zu haben, beziehungsweise natürlich in Kombination mit so Stachel und ähnliche Attacken, Stachler und Giftspitzen etc. sprich zum, also Stacheln halt auszulegen, doch sehr populär, sag mal, zumindest im Competitive-Modus. Das Vieh ist gar nicht ein bisschen nervig, kann das sein? Ich will doch nur fangen. Wenn es ein Ball gegen mich geht. Er hilft wirklich nicht gegen den Stahl, das Problem. Noch ein Abschlag ist um dich down. Könnte natürlich, also denk mal, Ding kann natürlich vergessen. Drachenmut selbst, weil 40 Schaden ist zu viel. Glut vermutlich auch, wäre es auch futsch. Vielleicht mal gucken, wie ein Smog war. Wenn ja auch so, ich habe Korrosion, warum trifft es ihn trotzdem nicht? Also eigentlich in Korrosion müsste treffen. Aber so trotzdem mal Glut. Kann ich bin relativ schwach vom Level her und so. War trotzdem zu viel. Hätte ja klappen können, Freunde. Knirscher, sehr gut, dann das ging ein Stück vom Abschlag. Dann heißt noch 6 Level, war. Mitsunda! Da sind es noch 3 Level. Ja, wir kommen immer näher. Dann wird es auch mal Zeit für ein... Ich guck gerade mal, wo das nächste Velurse sein könnte. 8 Stück sind hier irgendwo, ja, wohlgemerkt. 8. Da ist noch 1.
uns gerade auch noch irgendwie ein Pokémon. Ich schätze dann mal, es dürfte ein Panzer-Aeron sein. Also locken wir es an. Panzeron! Was soll ein Panzeron im Baum drin macht, das ist auch schleierhaft. Salamandra. Das Smog geht nicht, weil es eine Giftattacke ist und Schaden machen wird, aber ich schätze mal, Toxin müsste trotzdem treffen, wa? Weil ich habe ja Korrosion, ne? Das ist nicht so, dass ich mir das eingebildet habe oder so. Du hast tatsächlich Korrosion drauf. Ja. Okay, schon besser. Scheiß Fugenschlag. Sag mal. Ja, ist klar, natürlich 5 Mal, Was für ein Penner, ey. Die Attacke hätte ich auch nehmen gehen können, oder? Nächstes Pokémon wird gerufen. Hier kommt Primarina. Alles prima. Alles prima, sagt der Rima. Ach komm schon, du bist ein nerviges Pokémon, ey. Ich will ja doch fangen. Ist ja auch ein Flug-Pokémon, ne? Wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet. Ja, war irgendwie klar. Da kommt schon das nächste Scheißviech. Ja, schauen Sie. Ach so. Trifft alle im Kampf. Ja gut. Wegen Vergiftung heilen und so. Darfst natürlich auch kein Feuer-Pokémon nehmen haben, das wäre ein bisschen doof. Aber ansonsten... Weg vom praktischen Nutzen her. Weil irgendwie bewirken, dass der Partner, den ich habe, gar nicht... Ja, es müsste doch irgendwie ein Pflanzpokémon etwas sein, was halt echt von Wasser kaum Schaden bekommt, weil dann wäre es natürlich wieder cool, wenn es vergiftet, wenn es verbrennt werden würde, theoretisch. Das dann zu heilen können direkt mit der Attacke. Und doof ist halt, wenn es die einzige, also sagen wir mal, offensive Wasserattacke von einem Pokémon wäre. Eigentlich mal gefangen, ey. Die einzige offensive Wasserattacke ist, der Gegner ist verbrannt. Ich will ja eigentlich, dass er dadurch geschwächt wird. Ich will nicht deswegen heilen. Das hingegen wäre doof. Ja, doof. Panzer, Aeron, ja klar, Panzer, Aeron und so weiter im Flug. Aber eigentlich sieht es mich eher aus wie ein Raubvogel. Der schöne Körper ist robust, aber anfällig für Rost drin. Starke bringt es direkt in sein Nest. Für Rost anfällig. Ja, vielleicht kann hier nichts besser sein, deswegen jetzt mal Raubtier. Wenn ihr einen Vorschlag habt, wie immer, gerne einen Kommentar schreiben. Und wenn ich mal dazu komme, passe ich alle an. So. Nicht vergessen, Freunde, wir haben dann noch ein Gift-Pokémon, das ein bisschen angeschlagen ist. Die Salamandra momentan ja eh nicht offensiven Kampf nutzen. Das Sirene ja eigentlich auch nicht. Der Tagsochs an erster Stelle. So, Sense, ja, waren natürlich auch viele Erfahrungspunkte. Ein bisschen doof, aber ist halt... ist ein Pokémon, das keine Entwicklung hat. Und wieder mal kommt ein Crabbox zum Vorschein. Ja, Mann. Ja, das ist übrigens das nächste Pokémon, was ich eigentlich rübertauschen möchte aus Sonne. Das Crabbox von dort. Das nicht unbedingt, weil es eine spezielle Fähigkeit oder etwas hätte, nö, einfach nur, weil es cool ist und weil es halt durch den Tausch auch mehr Erfahrungspunkte kriegt, logischerweise. Und den halt dann einzeln bis erst 30 trainieren und wenn der rüber tauscht, das letzte Stufe dann halt von Sonne aus zeigen werde, muss,
Warum? Weil die Entwicklung hier ein bisschen doof ist. Mein Crabbox entwickelt sich schon auf dieser Insel auf Ula Ula. Das ist natürlich cool. Aber es entwickelt sich leider erst in einem Gebiet, wo wir ja am Schluss hinkommen. Also sogar nach der Geschichte mit den legendären Pokémon. Und das ist natürlich da, man am Let's Play-mäßig das zeigen möchte und vor allem trainieren möchte und so, ist ein bisschen sehr doof. Und deswegen muss es halt anders zeigen. Ja. Eine Seetangbeere, dankeschön. Aber jetzt Mann, es ist so krass, ey. Bzz. Ja gut, du kannst bitte nochmal einen Pokédex zeigen, dankeschön. Man sieht es hier sehr gut und zwar hier. Ula Ula, da auf der Kapu, man sieht es kaum. Da wo gerade der Cursor ist, da ist so ein weißes Gebiet, das ist nämlich so ein Schneeberg. Warum? Weil er halt so noch hoch ist. Und in diesem Schneegebiet kann man halt Crabbox entwickeln. Ja, aber eben da kommt man erst ganz, also, ja doch im Prinzip fast, man kann eigentlich sagen, am Schluss der Hauptgeschichte hin. Und das finde ich halt ein bisschen sehr doof und dass man erst dann dorthin kommt, deswegen muss ein bisschen gucken. Oh, toll, die heilt mich ja. Nicht das gewusst. Aber doch vergessen, man. Ein Sonne war ich auch, aber hab's halt echt vergessen. So. Ist noch ein Veloursi? Hey ho! Das ist ja so ein Baum, mit einem Panzeron drin. Aber jetzt muss ich nicht mehr fangen. Jetzt können wir natürlich das Salamandra einsetzen mit Drachenwut und so. Das könnte schon hinhauen. Fubaila! Ja, ein Pokémon, was wir auch in Sonne noch sehen werden. Ich habe dort eins getauscht, also getauscht bekommen, kann man so sagen. Ingame-mäßig im NPC und es hat mir einige Mal gute Dienste geleistet, muss man sagen. Vor allem die Entwicklung davon. Also es ist physisch im Angriff echt krass drauf. Och nö, Taumeltanz. Dankeschön, Dank Toxic. Du bist cool, Alter. Yeah, One-KO, du bist noch cooler. Du bist ja fast so cool wie cooler. Versteht ihr? Ist egal. 110 dauert auch länger als erwartet. Das gefällt mir nicht so sehr. Warum? Weil das dürfte wohl ungefähr so Part Nummer... Oh, 40 sogar, krass. Part Nummer 40 sein. Das heißt, es wird so Ende Februar um den Dreh sein, wo es erscheint. Und das ist auch langsam der Zeitpunkt, wo ja, ein paar Gedanken machen muss, auch wegen neuen Zelda-Let's Play, neuer Ablaufplan generell. Und ich hätte gerne noch die Insel abgeschlossen vor der Pause. Ja, muss eh gucken. Wenn wir es dann ganz anders bringen, im Wochenende und so. Mal schauen, ob jetzt ein Ibitak... Oh, ups! Ich dachte, es wäre... Also, ihr wisst schon, ich dachte, es wäre ein Panzerhero. Nein, das ist ein Ibitak. Ja gut, Ibitak ist nicht so schwer zu fangen. Das kann ich auch wieder von Sonnenhaus machen. Was später zeigen, das erste Mal... Ernsthaft, er ist die Hälfte schon ruf... die Hälfte. Er ist die Hälfte schon rufst du um Hilfe. Das wollte ich eigentlich sagen. Es kommt keiner. Ich muss überleben. Salamandra, überlebst. Dankeschön. Und tschüss, Mann. Müsste gewesen sein, oder? Jo. Hatte vermutlich 79 KP. Kann man durchaus vorstellen fürs Level. Salamandra! Funkt im Flug. Ja, klar. Ist im Vergleich zu Glun natürlich um einiges stärker. Es wird so geil, weil wir mal Toxin haben. Ah, Primarenen levelt ein bisschen davon. Das gefällt mir hingegen weniger. Wie sieht es eigentlich bei Mitsunda aus, wenn er auch mal entwickeln war? So. Ich glaube, erst Nummer 2 war. Ach du Scheimkleister. Die verstecken sich teilweise echt gut. Ich glaube, ja, da im Gras ist noch eins. Velu! Und hier haben wir noch eine Zelle, wie es aussieht. Eine Herde von Tauros. Okay, da haben wir noch einen Veloursi plus einen Polizist. Velu! Ja, ich würde gerne diesen Part doch noch diese Route abschließen.
Das müsste aber nur 5 gewesen sein. Es fehlen noch 3 Stück, WTF. Tatü, tata. Die Polizei ist da. Tatü, tata. Bei uns war es eigentlich immer die Post, wenn es Tatü, tata macht. Der Peter. Ja, servus, Peter. Wie läuft's? Vulcano. Oh. Ein Duell der Feuer-Pokémon. Ja, vielen Dank auch. Toll. Tut damit Wunder eher physisch drauf. Machen wir Biss. Dauert halt länger. Aha. Ja, mit Sunder könnte sich echt schon in der nächsten Folge entwickeln. So rein theoretisch gesehen. Wie gerade, ja, die Prüfung, Typ Elektro. Muss mal gucken, wenn ich da alles einsetze. Wow. Was ist denn das für eine Attacke? Also, hast du schon gesehen, aber trotzdem ist ein Buff. Beef, Buff, Buff. Vulcano. Und Level 32. Yes. Ist viel mutiger als ich. Ja. Also Polizisten mutig wären. Naja, zumindest nicht alle. Och nö, jetzt schon wieder. Das Team des Grauens. Jetzt mal Sensei einkommen, hat er schon lange nicht mehr. Machen die gerade ein Busschild blöde an oder was? Jo, was geht, Mann? Ich nehme nur eben die Haltestelle mit. Ey, das ist unser Buchstabe. Wenn ich hören will, muss ich fühlen, Alter. Was ist mit Team Skull falsch? Was nehmen die für Drogen? Leute, nehmt weniger davon. Yeah. Ein Rüpel fordert mich heraus. Und er setzt Golbert, ein Golbert. Sensei. Gepriesen sei mein Fächer. So. Wir reißen den Viech. Oh. Was hat mir der Welt nur angetan? Ja, doof sind die nicht, eh? Das ist mittlerweile nicht echt clever. Ja. Busto. So. Aber jetzt auch mitten Sensei. Nein! Ja. Giftzahn! Giftzahn! Sensei? Yes! Tschüss, Mann! Also ganz ehrlich, ich hätte Sensei das Vier jetzt nicht angehittet. Mit Tränkeschnitt vor allem, ich hätte es direkt auf die Box geschickt. Sorry, ich weiß, man sitzt eher Doppel-Ein mit Kommando, ja, so heiße Attacke halt, kann ich schon mal erzählen. Die Attacke hat nur Kommandutan drauf, deswegen auch Kommandutan, Kommando. Ist vor allem deswegen speziell, aber sowas muss auch funktionieren. Ja, der nächste bitte. Der Part dauert ein bisschen länger, es ist Part 40, ja, von dem her. Ja, Mann, komm her. 40 Parts schon von Pokémon. Tja. Ich denke mal, die Hauptstory ist selbst und so. Klar, wir kommen jetzt relativ gut voran, aber ich schätze mal 70, 80 Parts sicher mal. Und dann natürlich der ganze Rest noch, wenn man natürlich bedenkt. Oh, Knirsche kann ein bisschen wehtun. Jetzt wird's mir überlebt, hey. Krasser Sensei. Ernsthaft, jetzt 4 mit einem Punkt noch glaube ich einfach nicht, ey. Mit einem Point hat es noch überlebt, ey. Ich meine, es ist normal Unlicht. 4-fach Damage müsste es eigentlich sein. Boah, hey. Was wollte ich noch sagen? Genau, wir haben noch ein bisschen nach der Story zu tun, logischerweise. Wir haben noch ein paar Dinge hier im Spiel und dann... Ich habe jetzt Mitsune reingeschickt, ich wollte eigentlich Primarena reinschicken. Wegen Unlicht, versteht ihr? Scheiße. Ja, da Mitsune war natürlich das Level up noch. Egal. So, da wirkt ja alles. Und
Und dann fahren die Pokémon vom Let's Play zu Pokémon Gelb rüber tauschen, ne? Und dann im Prinzip noch gucken wegen denen aus Oras, die ich noch so habe, plus XY. Das Ziel ist immer noch Let's Catch 'em All, hä? Alle Pokémon haben. Also geht nur um die neuen, ne? Weil, wie gesagt, die alten Generation 1 bis 6, die habe ich alle schon auf Oras gesammelt, alle schon Nationaldecks drin und so, ist gar kein Thema mehr. Tja. Wir gehen zurück zu unseren Leuten. Jo Mann, was willst du, ey? Ich will nicht viel. Michael! Was macht ein Kuckuck jetzt hier? Ich will ein paar langsam beenden, aber die Dinger noch, die will nur sie. Pokémon-Liga? Der erwähnt hier echt schon die Pokémon-Liga, hey. Haben wir voll gespoilert. Dann gucken wir einfach vorne ein, nach. Wobei eben gespoilt und so weiter. Warum überhaupt? Es gibt in jeder Region eine Pokémon-Liga. Aber hier gibt es eben noch keine. Ich überlege gerade, wo gab es noch irgendwie die Ursi? Ursi? Wo ist die Ursi? Da hinten ist eins. Dankeschön! So, den Level abgekriegt. Dark Talks fehlen noch 5 Level, wie es aussieht. Venu! Ja, das ist eine gute Frage. Was sind die restlichen? Überall alles ein bisschen abgrasen, gucken, wo noch im Gras eins sein könnte. Eins fehlt noch, also am letzten Mal auch schon so. Aber ganz kurz, Leute, ich kann mich erinnern, dass das letzte echt gut versteckt war. Habe ich hier irgendwo... Kein Bell natürlich, habe ich hier irgendwo noch einen Schutz. Gut, dankeschön. Das letzte war echt, muss man sagen, gut versteckt. Aber wo war es schon wieder? Hier war schon eins im Gras, das haben wir gesehen. Da, hab's gesehen. Den Schatten ist davon. Hinterm Schild, ganz fies versteckt, du hast im Prinzip nur den Schatten gesehen. Voll gemein, war. Was eigentlich links davon? Also auf links von der Karte, das sieht so etwas blau-kreismäßiges aus. Interessant. Und... doch nicht. Ich habe so ein Gefühl, dass wir hier irgendwo, also zumindest auf der Insel, noch Ding finden. Oh, Alter, 15.000, krass. Das ist ähnlich wie damals mit dem Strand, wo wir halt diese Wasserdinger ins Meer zurückschauen mussten. Das geht ja auch täglich, vielleicht geht das hier auch täglich. Egal. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwo auf der Insel noch Toxin finden, also sprich TM6 Toxin. Habe ich irgendwie ein Toxin? Im Urin, also ist egal. So. Wenn wir halt das Schild ansprechen, nur der Bus kommen, deswegen werden wir hier abspeichern und sagen wir mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Dann, wie gesagt, eventuell schon mit der Entwicklung von Mitsunda, Dark Toxic sicher eher weniger. Bei Kaepora und Primarene gucken. Ja, jetzt vor allem in der Primarene bauen, bekommen natürlich Zusatzerfahrungspunkte, da wird mir ein bisschen zu schnell. Der Rest muss eigentlich mitleveln. Insofern, ja, wir müssen schauen. Wir müssen echt schauen, wie wir das machen. Und damit wir da nicht plötzlich ein bisschen zu stark für die ganzen Gegner hier sind. Aber egal. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal hier bei Pokémon Sonne und Mond. Ciao zusammen.